Mitten im Wald, da wo die Sonne fast nicht mehr durchkommt wegen diesen vielen Bäumen, in einem kleinen Tätschhäuschen mit einem Schuppen nebendran, da ist der Dominik Dachs daheim. Schon seit vielen, vielen Jahren. Alle Waldbewohner wissen das, auch die vom Feld und sogar noch die am Bach wohnen. Alle haben ihn gern und alle sagen ihm nur der Onkel Dominik. Er ist ein gemütlicher, nur eins mag er nicht vertragen, wenn die kleinen grauen Mäuse ihm hinter die Sache gehen, wenn sie so raschelt und piepst und manchmal noch chattert. Aber was wollen die Mäuse auch holen bei ihm? Er ist ja so arm. Wenn er nicht noch den Garten hätte mit dem Gemüse, so wäre er sogar schüliarm. So mag es aber gerade noch gehen. Es ist zum Verzweifeln mit diesen Mäusen. Die ganze Nacht das Gepieps und Geraschel, dass man nicht schlafen kann. Und dann fressen sie einem erst noch das Zeug. Es sind immer die gleichen. Ich kenn's genau. Die klein dick, die einem mal so frech anschauen, und die Grössen mit dem Schnauz. Und noch die hinkt. Das Geschirr einem zusammenschlagen, das könnt's. Ja, was ist denn los? Die Uhr stimmt ja gar nicht. Jetzt hat sie doch gerade 7 geschlagen. Und jetzt ist es aufs Mal 7:30. Bis jetzt ist sie doch immer... Was sagt die Uhr, Sila? Du, was schachst Sila? Gang rein. Es stimmt ja alles nicht mehr, nur wegen diesen Säufviecher. Gang rein, habe ich gesagt. Ja, jetzt gang doch rein, es ist doch erst 7. Du warte nur, dir will ich's zeigen. Rein, ja, nichts ist, jetzt gehen wir mal rein. Oh, blasen wir doch. Jetzt ist ihm der Schnuff ausgegangen. Oh, macht, was er will. Ich sage dir, das hätte es andere Jahr nie gegeben beim Onkel Dominik. Einfach gut Hörtöpfel im Boden reinlassen. Die sollte doch raus, bevor es kalt wird. Und Trübli? Fehlt ihm echt etwas, dem Armen? Und schau mal das Unkraut da im Garten rein. Der durcheinander. Früher hätte es das nie gegeben bei ihm. Da hat er dann genau drauf geschaut. Und jetzt, wie das aussieht. Was ist echt los mit ihm? Ja, wenn man das wüsste. Hallo miteinander. Haben Sie den Onkel Dominik nicht gesehen? Nö, nie nicht. Wir sitzen schon lange da. Was ist echt da los mit ihm? Er ist einfach nicht mehr wie früher. Ja, das sagen wir eben auch. Er hat sich verändert. Und wie? Wenn wir nur wüssten, wissen Sie es. Guten Tag, Onkel Dominik. Tag, Onkel Dominik. Tag, Onkel Dominik. Ja, Tag miteinander. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's, Onkel Dominik? Ja, wie soll's gehen? So wie immer, weiss nichts anderes. So hat er früher nie geredet. Immer hat er etwas zu erzählen gewusst. Onkel Dominik, geht's gut? Geht's gut, Onkel Dominik? Natürlich, hast du ja schon gesagt. Er ist einfach nicht mehr der gleiche. Der Onkel Dominik sollte halt eine Frau haben. Jawohl, eine richtige Frau Dachs. Die könnte ihm schauen und ihm die Sache machen. Ja, das Beste wäre es natürlich schon. Schaut mal seinen Schoppen an. Den sollte man doch flicken, so rumlaufen. Immer so allein. Immer nur gerade das Nötigste. Nie einen vorigen Batzen im Haus, um etwas zu kaufen. Das Haus hat er noch von seiner Großmutter gegeben. Das ist halt eben auch ein Fängshalt. Onkel Dominik, warum tust du uns nicht mehr erzählen, so wie früher? Warum sagst du nicht mehr? Jetzt fragst du auch noch. Wie die anderen. Siehst es ja, immer arbeiten.
Dominik, du schaffst ja gar nicht. Schon manchen Tag nicht mehr. Wie du das sagst, ich habe denke keine Zeit. Aber du laufst ja immer noch rum. Sieht man doch. Ich laufe nicht um, ich muss etwas studieren. Das begreifst du nicht. Aber du studierst sicher immer das Gleiche. Immer so hin und her. Druckt etwas. Nein, lass mich noch machen. Ich gehe fort. Wo an? Wie fort? Weiss noch nicht. Ganz allein. Nein, mit dem Wagen. Aber du kommst wieder rum. Kannst doch nicht einfach fort. Mal, ich kann und ich gang. Wo ist der Wagen? Ah, ja, denke im Schopf. Jetzt läuft er einfach davon. Er gefällt mir gar nicht, der gute dunkle Dominik. Mit dem ist etwas los. Wie kommt er das noch raus? Einfach fortgehen. Er geht? Ich glaube, es ist ihm halt einfach verleidet. Das gibt's. So, ich bin parat. Adi miteinander. Auf Wiederschauen, Wiederschauen, Onkel Onkel Dominik. Komm gleich wieder rum, hm? Wiederschauen. Der Dominik Dachs hat das schon noch gehört, als ihm das Eichhörnchen angerufen hat. Aber er hatte keine Antwort mehr gegeben. Er will einfach fort, wieder einmal in eine andere Gegend. Das Eichhörnchen hat es verraten. Er hat einen Verleider. Immer allein in seinem Haus wohnen, alltagsgleich, das ist nichts. Also, zuerst wollte ich jetzt einmal zu Matthias, aber der denkt sowieso, es sei etwas los mit mir, dass ich nicht mehr schauen kann. Ja. Jawohl. Zum Matthias. Er kann ja doch nie weg mit seinem Geschäft, ja. Das mache ich. Mhm. Grüezi, Onkel Dominik. Gehst du fort? Nur zum Fluss aber. Ja, was gehst du holen? Nicht. Warum nimmst du dann den Wagen mit, um dich eben dran? Ach, schau, ein Wagen ist immer gut. Wenn man etwas findet, Schwämme, Kastanie oder sonst etwas, so kann man es eben aufladen und mitnehmen. Ja, wir essen halt immer gerade alles, was man findet. Wir brauchen nie einen Wagen. Du, ich glaube, der Winter kommt. Hast du gesehen? Die Schwalben, die sind schon fort. Ich habe es gesehen. Ich wäre am liebsten auch mit in den Süden geflogen. Wieso? Du gehst doch da hin, da ist es doch auch schön. Aber langweilig. Du musst jetzt nicht so traurig reinschauen. Lach doch einmal. Es ist jetzt kalt zum Lachen. Adieu. Adi, Onkel Dominik. Heb dem Wagen Sorge. Ich kann dann lachen, wenn ich will. Obacht, Vögel, geht auf die Seite, wenn ein Fahrzeug kommt. Man spielt doch nicht mitten auf der Straße. So sollte man fliegen wie die. Das wäre toll. Die Welt einmal von oben ab anschauen. Mich nimmt es überhaupt wunder, wieso nur die Vögel Flügel haben und die anderen nicht. Ich hätte ihnen einmal auch Sorge gegeben. Wir müssen immer laufen und den Karren stoßen. Überhaupt sollte man abwechseln. Die einen sollten im Winter fliegen und die anderen nur im Sommer. Jawohl, das wäre gerecht. Ich habe es schon manchmal gesagt, aber auf mich lässt man ja nicht. Nach einem Zimmer, ich sei ein Frechdachs.
Der fängt es also wichtig, wenn ihm die ganze Welt hören würde. Nicht einmal mit Grüezi sagen kann er einem. Denkt euch nur, der Frosch ist krank, er liegt auf der Ofenbank, quakt nun schon, wer weiß wie lang. Denkt euch nur, der Frosch ist krank. Woher kommt da die Musik? Da spielt doch jemand Handorgel. Denkt euch nur, der Frosch ist krank, er liegt auf der Ofenbank. Wie der ausgesehen. Die Kappe. Wieso singt denn der überhaupt? Was hat denn der da vorne? Hilft einem armen Blinden. Sieht der wirklich nichts? Ja, dann geht's mir ja noch gut. Ich kann wenigstens noch die Gegend anschauen. Sie! Wer ruft denn da? Schönes Wetter heute, ist das nicht ein bisschen gefährlich, so nahe am Fluss zu laufen, wenn man nichts sieht? Grüezi, grüezi. Haben Sie nicht einen Batzen für einen blinden Bettler? Er ist ja schon ein armer Teufel, wenn er nichts sieht. Aber ich habe eben auch fast nichts mehr. Ja, da, der Letzte. Jetzt sind sie halt am Sonntag wieder einmal kein Braten. Oh, der ist ja echt. Danke, danke, tausendmal. Dir soll's immer gut gehen. Du hast ein gutes Herz. Zeig mir einmal die Pfoten. Ich kann da draus dein Schicksal lesen. Du bist doch blind, du kannst doch nicht lesen. Nicht mit den Augen, mit den Pfoten. Ich spüre alles ganz genau. Jawohl, so ist es. So wahr, wie ich der Vagabunden Otto bin. Der Vagabunden Otto? Aha, so sagt man mir. Jetzt zeig mal. Was ist denn? Ich sehe ein grosses Glück und gefährliche Abenteuer. Und eine grosse Reise. Du bist aber auf dem Holzweg, Vagabunden. Wie heisst es jetzt schon wieder? Vagabunden Otto. Ich sehe alles ganz genau. Lass mal, ich bin meiner Lebtung noch nie von daheim fortgekommen. Etwas Besonderes habe ich auch noch nie erlebt. Ja, ich meine, etwas, was einem aufregt. Und überhaupt, ich habe kein Geld. Los doch. Du gehst von daheim fort. Ich sehe Wasser. Viel Wasser. Ja, dort im Fluss hinein. Nicht das Wasser geht wie eine Straße zwischen die Hügel durch. Ich sehe auch einen Wald. Ganz einen dunklen. Und ich sehe eine grosse Gefahr. Was du nicht sagst. Lass mal, wenn man reisen will, so muss man Geld haben. Ganz einen Haufen. Und ich habe keins. Du wirst es dann schon noch erleben. Denk dran. Ich, der Vagabunden Otto, hat er's gesagt. So, jetzt muss ich gehen. Adieu. Adieu. Du dicke schwarze Hummel, machst ein so groß Gebrummel. Jetzt habe ich dem meinen letzten Batzen gegeben. Ich glaube, der hat mich verwünscht. Was hat er da gemeint mit der grossen Reise? Ja, das ist doch Quatsch. Eine grosse Reise. Ich will wissen, mit was. Schön wär's schon, wenn's nur eine kleine wäre. Der Dominik Dachs hat dem Zeug noch lange nachstudiert. Oh, eine Reise. Nicht immer so allein im Haus sitzen. Aber wie? Er hat diese Sache so fest nachstudiert, dass er nicht einmal gemerkt hat, dass er schon beim Haus von seinem Freund Matthias angekommen ist. Matthias Wassermaus, Schiffsbauer. Bootsverleih für Ruderboote.
2 Batzen die Stunde. So steht es auf der Tafel. Ja, der Matthias kennt man weit umeinander. Er ist sogar berühmt als Schiffsbauer. Wenn einer ein richtiges Schiff muss haben, eins, wo man auch stolz sein drauf, dann geht er zum Meister Matthias. Heute hat er gerade im Schuppen hinein zu tun. Hey, Tag miteinander. Wo haben Sie den Meister? Der Meister? Ha, der krampft innen im Schuppen. Aha, danke. Ja, so da. Ah, da bist du ja. Hoi, Matthias. Ja, der Onkel Dominik. Jetzt schau da her. Hast du es meine streng? Du, wo bist du auch gesteckt den ganzen Sommer durch? Seit du das letzte Mal bist fischen, hat man ja nichts mehr von dir gehört. Ja, du kannst das ja etwa denken. Immer einen Haufen zu tun. Herdöpfel, Pilz, Kastanien, es ist immer etwas los. Was meinst du da zu dem Boot? Schau mal, jetzt ist es dann gleich fertig. Mal. Wer das überkommt, der kann sich meinen Sternenpfeife, wenn ich so eins hätte. Ja, du und das Boot. Du hockst ja doch immer in deiner Hütte rein. Ein Stubenhocker. Was willst du machen mit dem? So eins gehört draussen aufs Wasser. Du hast ja schon recht, aber ich hocke nur drin, weil ich ein armer Hagel bin. Wenn ich einen Sack voll Goldstückchen hätte, dann würde ich dir das schönste Boot abkaufen. Ja, also, du gäbst beim Hagel noch einen zünftigen Kapitän mit deinem Bauch. Aber Sepp kann dir sagen, mit dem rechten Boot kommt man doch auch noch mit hin. Nur schon den Fluss herab. Was sieht man da nicht alles? Ja, und dann noch das Fischen mitten draussen. Dort sind die dicksten Fische. Hör auf, Matthias, hör auf. Du weißt doch, ich bin nur ein armer Dachs und habe noch gerade so viel, dass ich leben kann. Ich sag dir doch, wenn ich das Geld hätte, ich käme sofort zu dir und werde mir ein Boot kaufen. Wenn es auch nur ein kleines wäre. Ja, du hast recht. Auch auf einem kleinen Boot von mir kann man gut wohnen. Es hat ja jedes eine Kabine und ein Bett. Auf dem Fluss wärst du auch nicht so allein wie bei dir daheim. Ach, wie kann man auch noch im Wald draussen wohnen? Mir wäre das viel zu langweilig. Hör auf, Matthias. Ich kann mir einfach kein Boot kaufen und damit Schluss. Wenn du so redest, dann drückt es mir nur noch weh. Warte mal. Jetzt kommt mir etwas in den Sinn. Komm mal mit. Aber pass auf, dass du nicht über etwas hineinfliegst. Ja, was willst du? Ja. Siehst du es jetzt dann gerade? Komm. Oh, jetzt schau mal den Kahn an. Möweg heisst er. Aha. Er sieht zwar nicht gerade so gut aus im Moment, aber mit ein bisschen Fleiss und rechter Farbe könnte man den schon wieder anbringen. Der Motor, der ist nämlich noch prima. Komm mal rein schauen. Ja. Oh! Pass auf, schlag den Kopf nicht an. Hast du gemerkt? Siehst du? In dieser Kabine hat es sogar 2 Betten. Natürlich ist jetzt alles ein bisschen staubig und verrostet. Aber frische Vorhänge, ein farbiges Tuch auf den Tisch und alles zuerst sauber putzen, dann ist es da innen wie in einer Stube. Einen Ofen hat es ja auch. Warum sagst du nichts? Ja, was soll ich sagen? Ich sehe das alles schon. Also? Was also? Eben ja. Was ja? Gefällt dir das Boot oder gefällt es dir nicht? Natürlich gefällt es mir. Ich habe noch nie so ein schönes Boot gesehen. Gut, jetzt haben wir es ja. Lass, ich habe das Boot vor 2 Jahren gekauft. Aber seither ist es da. Niemand hat es mehr wollen. Jetzt lehne ich es dir aus. Was? Ja, du kannst fahren und wohnen drauf. Aber zuerst musst du es natürlich schon in die Ordnung machen. Und das gibt noch einen Haufen zu tun. Also, wenn du es recht machst, hast du bis in einer Woche ein funkelnagelneues Boot. Dann hat er doch recht gehabt. Wer meinst du? Der Vagabunden Otto. Ich habe ihn heute Mittag gesehen und da hat er mir aus dem Pfote Zukunft gelesen. Ich mache eine grosse Reise auf dem Wasser.
Matthias, ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Ich muss nur noch schnell mein Haus beschliessen und dann komme ich zurück. Abgemacht, Onkel Dominik. Jetzt gefällt's mir wieder. Wo ist mein Wagen? Ich muss pressieren, ich komme wieder. Ich mache eine Reise mit dem Schiff. Eine grosse Reise. Heisal nochmal. Ich muss nur noch schnell heim. Ich komme wieder. Hey, nur nicht so gesprengt, lass dir doch Zeit. Der gute Dominik Dachs ist ganz zum Häusli aus. Ja, man kennt ihn fast nicht mehr. Wahrscheinlich ist es halt schon so, dass einem eine grosse Freude ganz zunder ob sie machen kann. Das Leben von Dominik Dachs hat auf einmal ganz anders ausgesehen. Spannend. Ja, man kann schon fast sagen, aufregend ist es geworden, wo ihm der Matthias gesagt hat, er dürfe die Möwe, das alte Boot, für sich wegmachen und dann damit den Fluss durchab auf die Reise gehen. Gerade wie wenn es sein eigenes Schiff wäre. Zuerst hat es der Dominik fast nicht glauben, aber dann ist er heimgerannt wie ein Bisiwetter. Er hat alles so gut verriegelt, wie wenn er auf eine Weltreise ging und ist dann sofort wieder durch den Wald, zwischen den Wiesen durch und dann am Fluss nachführen, bis wieder zum Werkplatz von Matthias. Oh, Matthias, ich komme. Ich bin da. Jetzt schaut ihr mal da, Herr. Das ist doch fast nicht möglich. Ja, Onkel Dominik, bist du schon wieder da? Ja. Ja, ich habe doch gemeint, du willst erst morgen anfangen mit dem Öfen. Ja, weisst, ich habe halt gedacht, es ist gescheiter, ja, jetzt bin ich da. Ist es nicht recht? Wohl, kannst denken, natürlich ist es recht. Aber du hast dir doch sicher Ski ein Herz ausrennen, bist doch auch nicht mehr der Jüngste. Ja, meinst du echt? Ich weiss selber nicht, wie alt ich bin. Einmal rennen kann ich noch gut. Was soll ich jetzt erst machen? Muss ich da ins Wasser stehen? Ja, du. Zuerst gehst du jetzt schnell zu meiner Frau. Sie soll dir eine Chance geben zum Arbeiten. Da wird man nämlich dreckig dabei. Du, Frau, der Onkel Dominik ist schon da. Gib ihm eine alte Chance zum Anlegen. Eine von meinen Alten, er will gerade anfangen. Gut. Komm rein, Onkel Dominik. Ich habe schon etwas. Und dass du es gerade weisst, du brauchst dann etwa nicht alle Abend heim im Wald den weiten Weg machen. Du kannst bei uns übernachten, solange du da arbeitest. Im Schuppen hat es noch Heu, dort schlaft man prima drauf. Wegen dem Essen habe ich auch schon geschaut. Meine Frau kocht auch für dich. Ja, das kann ich ja fast nicht annehmen, so viele Umstände wegen mir. Onkel Dominik! Ja? Tschüss! Komme grad! Krane vor! Krane! Komme, wo an? Da vorne, die Möwe muss aus dem Wasser. Durch! Achtung, der Haken! Ja. Und die vor? Jawohl, der Onkel Dominik geht auf die Reise. Aber man muss das Boot zuerst überholen. Dem Kahn fährst nicht schlecht. Der ist noch gut beieinander. Aber bis der in Ordnung ist, wie der Meister meint, das ist dann ein schöner Krampf. Ja, lass mich noch machen. Es sollen 2 rein anhängen, vorne und hinten. Aber recht, nicht, dass sie bambeln. Ja, ist gut. Was soll ich machen? Kann ich echt auch etwas helfen? Nein. Du musst jetzt nur zuschauen, bis wir sie draussen haben. Muss ich auch noch helfen? Nicht nötig, Frau. Wir bringen die schon raus. Sind ihr parat? Ja. Obacht, ich rufe. Krane. Vor. Noch ein bisschen. Ab. Gut. Einhängen. Ja. Oh. Gut. Anziehen. Langsam. Gut. Noch ein bisschen. Lange noch nicht. Hoch. Gut. Ja, die Schaufel noch einmal. Gut, durch. Noch ein bisschen. Halt. Ab. Lang.
Langsam. Gut. Aushängen. Ja. Gut. Rane. Weg. Noch nicht. Brauchen ihr mich etwa auch noch? Du mit deinem Karren nicht nötig. Da hau ich halt wieder. Danke vielmals. Das ist schon ein zünftiger Kahn. Ja, jetzt sieht man, was da zu machen ist. Zuerst einmal alles sauber abkratzen. Das Zeug da, die Schneckenhäuschen, alles muss sauber weg. Ja, das ist keine Sache, lass mich jetzt noch machen. Ich kratze das Zeug schon weg. Ja, lass dir Zeit, Onkel Dominik. Auf einen Tag mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Ich komme dir dann auch noch ein bisschen helfen, wenn ich es richten kann. Ich bin jetzt richtig selber gespannt, wie alles rauskommt. Ich auch. Schön. Machst du das gern? Ja, danke. Ist das glatt? Ja, so mich dunkt's. Ja, so kratzen. Ja, das muss eben auch sein. Oh, schau, dort hat's noch mehr. Ja, oh je, noch viel. Ja, wann bist du fertig? Wenn ich rundum bin. Ja, und wann bist du rundum? Wenn alles sauber ist. Sieht's dann schön aus? Du musst halt dann schauen, wenn es so weit ist. Das Putzen vom Bootsrumpf, wo so lang schon still im Wasser gelegen ist, das hat 2 ganze Tage gebraucht. Der gewundrige Hase ist schon dutzendmal schauen, ob es echt noch nicht bald so weit sei. Dann aber endlich sind die letzten Algen- und Schneckenhäuschen weg gewesen und der erste Anstrich mit dem Teer hat losgehen. Du, Matthias, mir ist das nie nicht recht, dass du wegen mir auch noch Zeit opfern musst. Du hast doch noch anderes zu tun. Hä? Lass mich doch. Ich mach's ja gern. Das schwarze Zeug, das ihr anstreicht, stinkt und beißt einem in der Nase. Das ist eben Teer. Hebt die Nase nicht zu nahe an, sonst bleibst du kleben. Überhaupt kann man erst in einer Woche schauen, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Wie lange ist eine Woche? Vom Anfang bis am Schluss, du Wundernas. Ja, so. So, ihr zwei. Es wäre Zeit zum Feierabend machen. Morgen ist wieder ein Tag. Ja, wir kommen. Nur noch ein Anstrich. Aus der alten Möwe hat es mit jedem Tag ein schönes Boot gegeben. Es hätte aber auch niemand gedacht, dass der Dominik so ein guter Maler ist. Sogar der Meister Matthias hat staunen, was der Dominik aus dem alten Kran gemacht hat. Der Matthias hat noch den Motor auseinandergenommen, alle Teile sauber geputzt und dem Dominik gezeigt, wie es wieder zusammengehört. Du Matthias, es ist gerade gut, dass ich dich noch antreffe. Hoffentlich hast du das Boot noch nicht verkauft. Wieso? Ja, das kaufe ich. So, wer sagt das? Ja, hey, ich denke, wer denn sonst? Da bist du aber auf dem Holzweg, Prahler Thomas. Das Boot bleibt da, das wird nicht verkauft. Wie du das sagst, das wären wir denn noch. Du wirst doch den Kahn verkaufen. Ich zahle dir jeden Preis dafür. Ich muss ihn einfach haben. Verstehst du? Ja, da könnte noch Menge kommen. Ich muss ihn einfach haben. Du musst ihn eben nicht einfach haben. Ja, das ist der beste Kahn in der ganzen Gegend. So, hast du das auch schon gemerkt? Ja, mach's nicht so spannend. Was soll er denn kosten? Los, du kannst zahlen, was du willst. Das Boot bleibt da. Du bist ein Gespässiger. Du auch.
Hey, hallo, ja, Adieu! Ich glaube, jetzt weiss er Bescheid. Das war aber ein hartnäckiger Kerl. Ich hatte schon ein bisschen Angst, was der so da hat. Ja, das würde mir dann gerade noch fehlen. Das Boot, das ist für dich. Du, Matthias, dann tun wir es wieder ins Wasser. Sag mal, wie weit bist du? Fertig. Hei, mal, wie das tönt. Fertig. Krane vor! Krane! Ich komme. Ja, sind ihr schon fertig? Da, siehst du es ja? Was? Das Boot kennt man ja gar nicht mehr. Ja, mit dem ging ich auch noch auf eine Reise. So, jetzt aber ganz sorgfältig ins Wasser damit. Ich gebe mir ja schon alle Mühe, aber nass wird's halt gleich, gell? Vorfahren. Gut. Haken. Runterlassen. Gut. Und jetzt anhängen. Aufziehen. Langsam. Gut. Und rauf. Rauf. Noch ein bisschen rauf. Durch. Gut. Langsam. Und ab. Langsam. Gut. Jetzt sieht man den Bauch nicht mehr und der hat am meisten Arbeit gegeben. Hey, mal, das ist ein Schauen. Ich begreife ja natürlich schon, dass dem prallen Thomas in die Augen gestochen hat. Mir gefällt halt das Fähnchen am besten, hindurch. So, Onkel Dominik. Und jetzt käme der grosse Augenblick. Eine Probefahrt, zum schauen, ob alles gut ist. Ja. Geh an die Steuer und mach's so, wie ich es gezeigt habe. Aber nicht, dass es versauft. Was redest du für Zeughas? So ein Boot geht doch nicht unter. Onkel Dominik, mach noch weiter. Lass den Motor an. Ich bin ganz zappig, Matthias. Haben wir auch alle Schreiber angezogen? Ja, das ist doch klar. Ich kann schon aufpassen. Matthias, er läuft. Jetzt zittert er ganz Bein. Das macht nichts. Wir haben es auch schon gezittert. So, fahr jetzt raus. Aber nicht zu nahe am Ufer nach. Ich habe ja immer gesagt, die Möwen ist Zweig. Schau, Matthias, es fährt. Heissa, es fährt. Ja, da geht auf die Seite. Es ist ja gar niemand dumm. Du, Matthias, das Gefühl, wenn man so fahren und steuern. Ja, und wohnen auf dem Boot. Was meinst du, Dominik? Kannst du es echt aushalten oder willst du lieber wieder in den Wald? Oh, fuchs mich nicht, Matthias. Du weißt ja schon, wie es mir zumut ist. Gut, dann fahren wir wieder in die Bucht zurück. Du hast jetzt selber gesehen, dass alles in Ordnung ist. Und wegen dem Fahren weisst du auch Bescheid. Also jetzt, Backbord. Schön langsam ans Ufer ran. Motor weg. Ich will am liebsten noch mal ausfahren, Matthias. Ich mag doch kaum warten bis morgen. Ja, das glaube ich gern. Aber los, ich hätte noch etwas zu reden. Komm, wir gehen in die Kabine nie. Es braucht uns niemand zu hören. Ist es ein Geheimnis?
gang du voran. Hei, nochmal. Wie in einer Stube rein. Du, mich macht's grad selber an, mit dir auf die Reise zu gehen. Ja, gell, die Stube gefällt dir. Ja, ist einfach heimelig. Mach noch die Türe zu. Ich will nicht, dass uns jemand hört. Das ist ja ganz unheimlich, wie du redest. Ist etwas passiert? Kann jemand nicht auf die Reise gehen? Mal, natürlich, eben gerade wegen dem. Los, Dominik, du solltest mir nämlich noch einen Gefallen tun und ich weiss, dass du das machst. Ja, wenn es möglich ist, natürlich schon. Ich habe eine Ladung Kastanien, die in die Mühle auf Bärenhausen sollte. Das ist 50 Kilometer der Fluss durch, natürlich ein Rechtsstück. Die kann ich doch mitnehmen, natürlich. Warum ist denn das so ein Geheimnis? Ja, Onkel Dominik, das ist eben noch nicht alles. Die Kastütern machen mir sicher keinen Bauchweh. Los, seit Jahren habe ich eine riesige Truhe da mit Goldstückchen drin. Alles, was ich gespart habe. Die Truhe ist mir einfach zu wenig sicher da. Ich will das Gold auf die Bank tun, dort ist es sicher. Ja, und warum zählst du mir denn das? Hey, das geht doch dich an. Du sollst mir das Gold auf Bärenhausen bringen. Wie du das sagst. Du musst mich nicht so gross anschauen. Ja, sag mal, ist es dir ernst? Ja, natürlich. Das geht doch prima. Die Truhe können wir unter den Kastanien verstecken, dann weiss niemand etwas. Du fährst den Fluss durch ab, wie wenn nichts wäre, und das Bärenhausen kommt sie den Wiesel holen. Los, Matthias, also ich meine nicht, dass ich ein Pfüdi wäre. Im Wald draussen braucht es manchmal auch Mut, so zur Nacht allein. Aber wenn da jetzt etwas passiert auf dieser Fahrt, du, Matthias, ich darf nicht daran denken, wegen dem Gold. Ja, was soll denn da schon passieren? Du, so ein wehrschafter Dachs. Jetzt weisst doch genau Bescheid mit dem Boot und von dieser Truhe mit dem Gold weiss niemand etwas. Die tun wir zunderst unter Kastanien unter. Ah, ja, wie viel Gold hat es denn überhaupt in dieser Truhe rein? 500 Stückchen, all gleich gross. Oh, ja, 500? Ja. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein einziges gehabt und jetzt soll ich mit so einem Haufen den Fluss durch auf die Reise. Also, Matthias, wenn das mir gestohlen wird, dann bist du noch ein Arm in eine Killemus und ich darf dir nie mehr begegnen. Ach, du siehst einfach die schwarze Onkel Dominik. Ich sag dir doch, es passiert nichts. Matthias, das ist eine heikle Sache, ich sag dir's. Schau, ich bin da schon so einem begegnet, einem vagabunden Otto, ganz ein gespässiger Kerl. Und dann habe ich auch noch gehört, dass der Roton und seine Katzenpiraten wieder in der Gegend sägen. Alleweg auch nicht, um Blümchen suchen. Denk dran, Matthias, die rauben alles aus, was könnt. Aber jetzt hör doch auf, Dominik. Der vagabunden Otto ist ganz ein harmloser Bursch, der tut niemandem etwas. Der Rotom, ja, natürlich, der schon. Aber ich gebe dir 2 Pistolen mit, dann wirst du auch mit denen fertig. Oh, 2 Pistolen. Ja, also gut, Matthias, wenn du meinst, es ging alles so sicher, ich bring dein Gold auf Bärenhausen. Siehst jetzt, prima. Heute Nacht tun wir alles verladen, wenn es dunkel ist. Aber gell, es bleibt unter uns. Klar. Der Dominik Dachs hat also Ja gesagt zu dem Auftrag von Matthias. Schon in der nächsten Nacht haben die beiden, so leislich wie es möglich war, die schwere Eisentruhe mit dem Gold aufs Schiff gebracht und mit Kastanien zudeckt. Prima ist alles gegangen. Niemand hat etwas gemerkt. Am Morgen früh, so war es abgemacht, konnte Dominik starten. Der Matthias hat ihm zum Andenken noch eine weisse Kapitänsmütze gegeben. Jetzt hat wirklich nichts mehr gefehlt. So, Onkel Dominik, jetzt geht ein neues Leben an. Weisst du noch alles, was ihr gesagt habt? Ich glaube es schon, Matthias. Hoffentlich habe ich nichts vergessen. So, ich wäre parat. Oh, die Kappe ist dann gut. Wie ein Kapitän. Das ist er, denke ich, jetzt auch. Mit einem prächtigen Schiff dann erst noch.
Hast du auch ein warmes Halstuch mitgenommen, Onkel Dominik? Auf so einem Boot zieht es doch immer. Ja, ich bin kein Gefrierli. Und sonst habe ich ja gute Stuben auf dem Schiff. Eine, die man heizen kann. Ja, kommt er dann echt lang nicht mehr rum? Ist er bis zum Abend auf der Reise? Den ganzen Tag? Was, den ganzen Tag? Vielleicht sogar ein paar Wochen? Gell, das sind ein Haufen Tage. Oh. Ja, denk. So, ich wär parat. Also, lebt wohl miteinander. Matthias, danke dir nochmal für alles. Schon recht, mach's gut. So, los. Adi, Onkel Dominik. Ciao. Ciao. Der Dominik Dachs, wo alle kennen als der gute Onkel Dominik, am Steuer vom Boot, der Möwe, fährt jetzt in die Welt raus. In eine Welt, die er noch gar nie gesehen hat. Alle freuen sich und mögen ihm die Reise von Herzen gönnen. Der Dominik Dachs mache eine grosse, weite Reise auf dem Wasser. So hat es der Vagabunden Otto Sepp mal vorausgesagt. Und jetzt ist es soweit gewesen. Alle wollten schauen, wie die Möwen abfahrt. Der Matthias mit seiner Frau, der Gwundrig Haas, die von der Holzabteilung, der Maler, einfach alle zusammen. Es ist alles gut gegangen. Ja, man hätte sogar meinen, der Dominik Dachs wäre ein alter, erfahrener Kapitän. Er hat den Bauch so ein bisschen vorgestreckt und ernst reingeschaut. Tuck, 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 hat es aus dem Motor rausgetönt. Schön gleichmäßig und so gleichmäßig ist auch die Fahrt für sie gegangen, bis dann auf einmal weit, weit unten etwas draufgekommen ist. Was kommt denn dort her? Das ist ja ein Schiff. Genau. Auf meinem Fluss. Schon noch blöd. Oh, hoffentlich kommen wir aneinander durch. Ja, ich war schliesslich zuerst da. Ich kann doch mit meinem Boot nicht auf die Wiese rausfahren und warten, bis der durch ist. Backbord an Backbord! Das heisst doch so. Der Matthias hat mir doch gesagt, ich müsse Backbord vorbeifahren. Ja, denke auf die Seite. Aber auf welcher? Der könnte auch ausweichen. Backbord! Der hört aber auch gar nichts. Der fährt ja direkt in mein Schiff rein. Ja, hörst du denn nichts? Wenn ich doch nur wüsste, was das heisst. Trottel! Du gehst gescheiter auf ein Reitschulgen-Schiffli fahren! Trottel! Hast doch du auf die Seite! Trottel! Also, das ist gar kein Freundlicher. So ein Anfänger. Ui, ui, ui. Zum Glück bin ich durchgekommen. Hoffentlich kommt da nicht noch Menge. Nur nicht noch blöd schauen! Dem habe ich's gesagt. Hey, schau, dort fischt einer. Das ist noch ein schöner Platz und da ist es sicher nicht schlecht zum Fischen. Grüezi! Hoffentlich habe ich die Fische nicht verscheucht. Ja, woher auch? Heute beissen sie wie noch nie. Ich habe schon ein Dutzend Weissfische und einen Hecht gefangen. Patz mal, du kommst mir nicht raus, wie man es macht. Oh, das ist dann aber ein zünftiges Boot. Wohnen, wenn man fragen darf. In die Mühle auf Bärenhausen. Ich habe eine Ladung Kastanien für dort hin. Oh, das ist nicht schlecht. Kastanien habe ich besonders gern. Jetzt merke ich gerade auch, dass ich Hunger habe. Ich glaube, ich mache Mittagszeit. Komm doch zu mir aufs Boot. In meiner Kabine hat es gut Platz für zwei. Für mich ist es auch kurzweiliger, wenn ich nicht alleine muss essen. Ja, aber ich muss mein Fischerzeug mitnehmen. Da umeinander hat es immer so gespässiges Volk. Wenn du kommst,
So essen wir von meinen Würstchen. Ich sag dir, prima hausgemachte. Oh, Würstli. Hast du gesagt Würstli? Oh, die habe ich doch auch so gern. Fürs Leben gern. Also nimm noch dein Zeug zusammen, ich gehe sie fängs heiß machen. Oh, Würstli, Würstli. Oh, du. So ein schönes Boot habe ich noch nie gesehen. Sicher. Sitz nur fängs ab, die Würstchen sind gleich heiß. Danke. Du hast es dann gemütlich da rein. Da fehlt nichts, gar nichts. Wannst du da umeinander? Ja, bald da und dann dort. Es ist eben anders als früher. Seit der rote Tom mit den Katzenpiraten umeinander schlicht. Das ist eben eine Sauerei. Der rote Tom? Ja, hast du denn den schon mal gesehen? Ja, kannst denken, sonst wäre ich allweg nicht da. Also wenn der einem verwünscht, so ist es aus und fertig. Der macht nicht lang, sicher nicht. Oh, du könntest einem noch ganz den Appetit nehmen mit dem roten Tom. Ja, es ist auch wahr. Ich habe auch schon manchmal gedacht, es wäre viel schöner auf der Welt, wenn es keine Böse gäbe. Immer müssen die einem wieder die Freude verderben, die Blöden. Bist du froh, dass du mich getroffen hast? Ich bin nicht so. Essen wir jetzt? Der Dominik hat zuerst noch 3-mal leer schlucken. Er hat an die Goldstückchen gedacht unter der Kastanie. Aber das war halt das Geheimnis, das er dem Igel nicht verraten durfte. Der Igel hat auf einmal einen riesen Appetit bekommen, als er die Würstchen in der Pfanne geschmückt hat. Und bevor der Dominik Dachs ein halbes gegessen hatte, hat der Igel gegenüber schon 3 verdruckt. Wie heissest du eigentlich Igel? Niki Dicki. Ist das ein Name? Gefällt dir der nicht? Niki Dicki, mal, das ist noch glatt. Ich heisse Dominik, das kann man noch besser sagen. Du, isst du eigentlich immer so viel? Nein, nur wenn ich Hunger habe. Jetzt habe ich nur noch Durst, aber ich kann schon noch ein bisschen warten. Weisst, du hast es dann schon noch schön. Bist Kapitän, kannst in der Welt herumfahren und einen Haufen erleben. Sicher hast du noch eine Frau daheim und Kind. Ich bin immer allein. Auf mich wartet niemand. Keine Frau und kein Kind. Ich muss immer mit mir selber reden, wenn ich etwas sagen will. Mich dunkt's, du sägst sicher eine mit viel Geld und du fahrst nur zum Vergnügen rum. Stimmt's? Ich bin immer allein. Besonders im Winter, wenn der Fluss zugefroren ist, dann kann ich nicht einmal mehr fischen. Ja, ich habe auch schon gedacht, ich könnte vielleicht Arbeit suchen auf einem Schiff. Ich kann nämlich schon arbeiten. Wenn ich einen freundlichen Kapitän finden würde, also würde ich gerade zupacken. Niki Dicki, du hast einfach einen glatten Namen. Ich kann dir nur sagen, dass es mir ganz ähnlich geht wie dir. Ich bin auch allein. Keine Frau und Kind, wie du meinst. Lass mal, komm doch zu mir. Wir hätten sicher noch glatt zusammen auf dem Schiff. Lohn kann er natürlich nicht zahlen, aber das Leben auf dem Schiff gefällt dir sicher schon. Dominik, das ist es. Ich komme mit, dann sind wir beide nicht mehr allein. Das ist ein prima Vorschlag. Ja, abgemacht. Das Zweite, so eine Reise machen, ist sicher gescheiter als allein. Besonders, wenn man an roten Tom denkt und an dem seine Katzenpiraten. Red nicht von dem. Dominik, also bei mir krümmen sich alle Stacheln, wenn ich den Namen höre. Ja, und überhaupt, jetzt wollen wir es doch lieber ein bisschen schön haben miteinander. Hast recht, Niki Dicki. Aber du, ich muss zuerst noch mal schnell heimgehen und meine Sachen holen. Weisst, zügeln. Ich komme gleich wieder, gell? Kannst du echt noch so lange warten mit abfahren? Wenn heute noch kommst, so lange schon noch. Aber morgen sollten wir dann weiterfahren. Ja, ich komme ganz gleich wieder. Ich habe meine Sachen schnell zusammengepackt. Tschüss! Der Niki Dicki hat ein Heim gefunden beim Dominik auf dem Schiff. Beide sind froh, dass sie einander begegnet sind und dass sie von jetzt an die Reise miteinander weitermachen können. Wo der Igel heimgerannt ist, um seine Sachen zu holen, hat er auf dem ganzen Weg gelacht vor Freude. Vor lauter Aufregung hat er fast nicht gewusst, was er alles mitnehmen soll. In seiner Wohnung hat es eben auch noch viele Sachen gehabt, die man gar nicht hätte brauchen können.
Der Niki hat genommen, was er hat tragen und ist zum Boot zurückgegangen. Rennen hat er so natürlich nicht mehr können. Oh, Dominik, ich glaube, ich kann alles. Moll, du hast mir gut geladen, du. Eine richtige Zügelte. Magst du es noch? Ja, also fast eben. Komm schnell rein damit. Siehst du da? Ein Kochbuch und da noch eine Pfanne. Was hast du denn da in dem Sack hinein? Nicht Sack, das ist doch mein Bett. Es hat Blätter drin. Und da, schau mal, ein Korb voller Äpfel. Weisst, wir Igel haben die einfach gern. Oh, gut, die essen wir dann später. Ich habe noch ein paar Fische gefangen, wo du vorher warst. Ja, jetzt tun wir ja zusammen haushalten. Heute Nacht können wir Fisch braten und dann essen wir noch Äpfel dazu. Prima, so machen wir's. Du bist Goppelnang gescheiden. Ja, und heute Nacht schlafe ich das erste Mal auf einem Schiff, mir gefällt's. Aber gell, du hast es dann gut anbinden. Nicht, dass wir fortfahren, wenn wir schlafen. Das ist dann klar. Du kannst dann gerade noch schauen. Mich freut's, wenn's dir gefällt. Hoffentlich geht alles gut. Weisst, so eine Schiffsreise kann natürlich auch mal weniger gemütlich sein. Besonders wenn es Piraten rum hat, dann wird's heiß. Ja, aber schau, jetzt hast du ja mich noch. Wir schliessen doch einfach die Tür von der Kabine, dann kann man uns gar nichts machen. Das ist nicht so einfach, Niki. Ich habe noch eine Ladung Kastanien und, eben ja, Kastanien. Die lassen wir auch nicht gern rauben. Ja, das wäre gerade noch. Ich, die Kastanien so gern habe. Keine einzige geben wir von denen an. Wir kämpfen, Dominik, wenn es muss sein. Haben wir nichts zum Reinschlagen? Oh, mal, 2 Pistolen haben wir. Klopfen die fest? Klar klopfen die. Und das ist gut, wegen dem roten Tom. Du, der wird noch staunen. Klopfen. Ho. Jetzt müssen wir noch mal raus aufs Deck, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Jawohl, und nachher essen wir, gell? Ein rechter Kapitän schaut immer zuerst auf sein Schiff, ob es recht angebunden ist, wie das Wetter aussieht und ob es keine Räuber rum hat. Ja, ich helfe dir auch schauen, gell? Hey, nochmal, wie das Wasser da unten dunkel ist. Ja, das ist immer so, wenn es Nacht wird. Das macht nichts. Also einen Sturm gibt's nicht heute Nacht. Aha. Und unsere Ladung ist auch noch in der Ordnung. Da die Angelschnür lassen wir raus. Vielleicht beißt am Morgen ein Aal an. Das wär's. Aal. Räuber hat's auch keine Junge, die sieht man schon. Komm, wir gehen wieder in die Stube rein. Ja gut, ich tue gerade noch ein bisschen Holz in den Herd rein, dass wir es warm haben. Oh ja. Tust du gerne abwaschen? Ja, es muss halt eben auch sein. Eben, gell? Auch wenn es nicht so glatt ist. Mir gefällt es nur, wenn es überall ordentlich ist. Ah, das habe ich schon gemerkt. So. Da. Wie die schmecken. Und kein einziges ist voll. Ja, die heben schon noch, bis wir es gegessen haben. Was? Schon 12? Oh. Niki, mach fängst dein Bett weg, es wird Zeit zum Schlafen. Aha. Ich muss mal raus schauen, ob alles in Ordnung ist. Ja.
alles bestens. Niki! Was ist? Hast du gehört? Komm mal schauen. Es hat jemand die Fischrute gestohlen. Was sagst du? Ja, bring schnell einmal die Laterne, dass man etwas sieht. Räuber, Halunke, wo ist die Laterne? Da, ich bin schon da. Ja, die sind weg. Ui. Oh. Katzenpfoten, da sieht man es genau. Katzenpiraten vom Roten Tom, jetzt haben wir's. Nein, jetzt haben wir es eben nicht. Die sind fort, so eine Gemeinheit. Siehst, es ist gleich gut, dass du mich hast. Sonst wärst du jetzt ganz allein. Ja, hast recht, Niki. Aber was wollen wir jetzt machen? Also, das sind Spuren. Wir wissen, wer es ist. Ja. Wenn man denkt, dass wir uns hätte umbringen in der Kabine, wo wir zur Nacht gegessen haben. Du, das hätte ganz blöd rauskommen. Ja. Tot könnten wir sein. Mit Wir beide zusammen. Genau. Ja. Haben sie auch da diesen Kastanien nichts gemacht? Was meinst du? Ja, erzählt haben wir es natürlich nicht. Also, ich sehe nichts anderes. Haben sie es echt nicht auseinander da? Was meinst du? Mir ist es nie mehr wohl dabei. Sieht der Haufen wirklich noch gleich aus wie vorhin? Niki, ich darf nicht daran denken. Ja, aber es sehen doch alle Haufen etwa gleich aus. Ja, weisst, selbst schon, aber ja, das begreifst du halt nicht. Das ist eben ein besonderer Haufen. Einer, wo's, also Niki, von jetzt an muss einfach ein Wach an. Ja. Einer von uns muss immer da oben aufpassen, und zwar mit der Pistole. Wenn Räuber kommen, wird Klopft. geschossen. Du fängst an mit der Wach, nach 2 Stunden komme ich dich ablösen. Gut, ich fange an. Wo muss ich herstehen, Captain? Komm, die Waffe holen und decke, dass nicht frierst. Aber, gell, nicht, dass wir jemanden einschlafst. Ja, kannst du denken. Auf mich kannst du dich schon verlassen. Ich passe gut auf. Ja, hoffen wir's. Ja. Wo hat doch der Matthias die Waffe hergenommen? Hast du warm genug? Danke, es geht prima. Du, soll ich mal schiessen? Nein, es wird nur geschossen, wenn der Find wirklich kommt. Du sitzt jetzt einfach da an und passst auf. Aha. Ich gehe jetzt 2 Stunden schlafen und nachher komme ich dran. Dann kannst du gehen schlafen. Also, gute Nacht, Captain. Schlaf gut. Mach's gut. Niki, wie geht's? Niki? Oh! Halt, oder ich schiesse gerade. Ja, hör auf, Niki, ich bin's ja. Oh, der Dominik, jetzt habe ich schon Ja, gemeint, schon ich bin recht, Niki, du bist übermüdet, ich weiss schon. So 2 Stunden wach sein, das ist anstrengend. Ja. Geh jetzt schlafen. Ja, aber ich habe aber Hunger. Zuerst schlafen, es ist ja schon bald morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Viertel ab 7, wie der Egelkampf raus. Das war eine lange Nacht. Gehen wir jetzt essen? Gleich.
Du, Captain, sind die Katzenpiraten nicht mehr gekommen heute Nacht oder hast du schiessen? Nein, es war ruhig bis am Morgen. Nur die Frösche haben gewagt, aber wir dürfen gleich nicht denken, die Gefahr sei durch. Die können die nächste Nacht wiederkommen. Oh, dann wird ich aber taub. Oh, da ist Goppel schon Hochbetrieb auf dem Wasser. Es ist doch gut, dass es hier eine Leiter hat zum Runterklettern. Das ist noch hoch. Aber der Dominik hat schon recht gehabt. Hier oben schlaft man besser als auf dem Sack. Jetzt gehe ich auch mal schauen. Morgen, morgen, gute Fahrt. Guten Morgen, Schiff Ahoi. Oh, dort unten kommt noch eins. Ganz ein Haufen drauf. Das ist eine Schulreise. Wir meinen uns nicht. Wie die eine Freude hat. Ja. So eine Schulreise, das ist etwas Zünftiges. So, Niki, jetzt aber schnell etwas essen und dann sind wir dran. Die Reise geht weiter. Jetzt auf einmal hat es pressiert. Sogar der Niki, der doch so Stimmen gefunden hat, das Essen sei das Schönste auf der Welt, hat jetzt fast nicht mehr warten, bis der Dominik ans Steuer gegangen ist und den Motor angelassen hat. Duck, duck, duck hat es wieder getönt. Das Boot hat wieder ein bisschen geschwankt, es hat geschaumt im Wasser rein und die Möwe ist wieder auf grosse Fahrt den Fluss durchab. Der Captain Dominik hat immer gerade ausgeschaut und der Matros Niki natürlich hat staunen. Auf, runter, links und rechts und in der Hand hat er schon wieder einen Äpfel gegeben zum Reinbeissen. Schon am ersten Tag von seiner Reise mit dem Motorboot Möwe hat der Dominik Dachs einen Freund gefunden, den Niki Dicki. Von den Katzenpiraten hat man auch schon etwas gespürt. In der Nacht sind sie leislich aufs Boot geschlichen und haben die Fischerrute gestohlen. Der Dominik und der Niki haben sie ja zwar schon gewusst, dass man aufpassen muss in dieser Gegend, aber die Reise geht weiter. Wenn ein Schiff auf einem Fluss fährt, dann ist ein Mann besonders wichtig, der Mann am Steuer. Er muss schauen, dass er nicht neben rauskommt, dass er nie nicht einschiesst und dass die anderen Schiffe auch noch genug Platz haben zum Durchfahren. Der Matros ist natürlich auch wichtig. Er muss das Boot anbinden und loslassen und auf dem Schiff aufräumen und putzen und zwischen denen einmal auch Herdöpfel schälen. Wenn alles gut geht und die Mannschaft auf dem Schiff zusammenhebt und auskommt, so ist so eine Flussfahrt ein prächtiges Erlebnis. Der Dominik Dachs und der Niki Dicki sind schon die besten Freunde geworden. Schon manche Stunden sind sie unterwegs und es ist alles prima gegangen. Tuck, tuck, tuck macht der Motor, immer schön im gleichen Takt. Du, Niki, was ist das denn? Niki! Dicki! Ich sehe ihn nicht. Hey, ja, da, doch, bei mir vorne. Komm doch schauen. Was siehst Ja, was ist das denn? du? Meinst, was dort sagt? Zeig mal als Haus. Eine Windmühle. Ich kenne die gut, dort hat einmal der Blitz eingeschlagen. Du, weisst, Dominik,
Es ist ja eigentlich schon schön, wenn man so durch die Landschaft fahren kann. Fällt's dir an? Und wie? Oh, ich muss nur staunen. Ich will einmal nicht mehr zurück. Und wegen dem roten Turm, den habe ich schon fast vergessen. Ja, hoffentlich hat er uns auch vergessen. Jetzt schau mal, verbrannte Zähne. Dort vorne hört der Fluss auf, jetzt sind wir aber schön am Haken. Ah, was du erzählst. Ja, schau doch. Dort steht das Haus mitten im Fluss rein und nachher ist es fertig. Captain, da ist doch eine Schleuse. Innen dran geht's wieder weiter. Ja, kommen wir da durch mit dem Boot? Ja, also von einer Schleuse hat mir der Matthias nichts gesagt. Das weiss ich natürlich auch nicht. Ja, wir fahren jetzt einfach einmal ohne. Das sieht ein bisschen spässig aus. Was soll ich jetzt machen? Ja, du musst nur nichts dergleichen tun, Dominik. Wir kommen sicher durch. Siehst, ich habe das ja gesagt. Es geht ja prima. Lass mal, wie das gurgelt da unten. So, grüezi miteinander. Grüezi, ist Durchfahrt frei? Einen Augenblick, Herr Kapitän. Ich mache gerade das Schleusentor auf. Aber zuerst müssen die mir 2 Taler zahlen fürs Durchfahren. 2 Taler? Niki, hast du noch Geld im Sack? Nicht, ich habe nie Geld. Gut, ihr müsst halt ein bisschen Geduld haben. Das begreift der Matthias sicher schon. Ja. Ihr habt jetzt das Geld am gespässigen Ort, Herr Kapitän. Das sehe ich jetzt auch das erste Mal. Da. Was? Das ist ja ein richtiges Goldstück. So eins habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich gehe gerade Münze holen. Gold. So ein schönes Boot ist schon lange nicht mehr da durchgefahren. Sie sind allweg reich, Herr Kapitän. Ja, wenn man natürlich so viel Gold unter den Kastanien versteckt hat. Das geht niemand etwas an. Es soll jeder für sich selber schauen. Nicht für ungut, Herr Dachs. Ich meine nur, man muss ein bisschen aufpassen. Es hat aber allerlei Vergesellen in dieser Gegend. Das weiss ich, denke selber auch. Vor 2 Tagen hat man uns die Angelrute gestohlen. Und wir wissen auch, wer es ist. Ja. Aber deshalb kann ich sagen, wenn die nochmal kommen, so geht's ihnen schlimm. Der Niki, Dick und ich haben Pistolen. Jawohl, und die klopfen. Eben, die Herren wissen sicher, was sie zu tun haben. Wenn man so viel Erfahrung und Geld hat, wohin geht dann die Reise, wenn man fragen darf? Fluss ab, wenn dir das langt. Aber los, Kater, das geht dich nicht an. Wir 2 wissen schon wohin. Ja. So, Captain, das wäre noch der Rest. Und jetzt gute Fahrt. Danke und adieu. Adieu. Adieu, gute Reise. Du, Niki, wenn wir noch schon fort wären, das Zeug da ist ein bisschen unheimlich. Ja, aber warum? Es geht ja alles prima. Man merkt doch, dass du ein rechter Kapitän bist. Dumm ist nur, dass der Kater Napoleon unser Geld gesehen hat. Hast du nicht gemerkt, wie ihn das in die Augen gestochen hat? Ja, aber das ist doch ganz ein gutes Versteck, Dominik. Nein, jetzt nicht mehr. Seit der Kater das weiss, ist es mir nicht mehr wohl. Der ist mir viel zu unheimlich mit seinen grünen Augen. Und als er das Gold gesehen hat, das habe ich genau beobachtet, hat er noch so blöd geschleckt, wie wenn er etwas Gutes gegessen hätte.
Also, gute Fahrt. Danke. Wenn's hoffen. Adieu. So, jetzt ist es günstig. Jetzt hau ich's. Das muss der Rotdom heute noch wissen, sonst sind dann die beiden zu weit. Der wird hören. So ein Haufen Gold. Und alles so schön beieinander in einer Truhe rein. Also Dominik, das muss dir sagen, ich musste selber staunen, als ich das Gold gesehen habe unter den Kastanien. Herrschaft, so ein Haufen Gold. Weisst, Niki, ich kann es eigentlich gar niemandem sagen. Es ist eben ein grosses Geheimnis. Ja, bist denn du so reich? Eben gerade nicht. Das Gold ist ja gar nicht mir. Es gehört dem Matthias, dem Schiffsbauer, und ich muss es für ihn auf Bärenhausen bringen. Verstehst du? Nein. Warum nicht? Ja, so ein Haufen Gold. Hey, das ist jetzt halt einfach so. Ein Matthias gehört zu mir, zwei bringen es jetzt auf Bärenhausen. Du, wenn uns das jemand nimmt? Das ist es ja eben, Niki. Darum ist es mir nicht mehr wohl. Jetzt weiss es der Kater und es ist kein Geheimnis mehr. Ja, verstecken können wir es auch nie sonst. Ja, weisst was? Wir müssen einfach aufpassen. Wenn im Fall der Rotdom kommt mit den Piraten, dann wird einfach geschossen. Wir geben das Gold nicht an. Also, das bist du sicher. Ja, und im Notfall haben wir ja noch einen Berg Kastanien zum Rühren. Du, die beißen dann jemanden am Kopf. Auf alle Fälle müssen wir schauen, dass wir heute noch ein schönes Stück durchabkommen auf dem Fluss. Je weiter weg, umso besser ist es. Ja, du sagst es. Der Rotdom wird wohl heute Nacht einen Überfall machen. Aber mir gehört auch ein Teil. Ich bin ja der, der es entdeckt hat. Ich bin der, der es entdeckt hat. 2 Pistolen haben sie. Dann gehe ich natürlich nicht zu weit führen. Wenn die würden den Rotdom treffen, dann wäre alles Gold mir allein. Wer da? Stehen bleiben! Ich bin der Napoleon, der Kater vom Schleusenwärter. Vorwärts! Was willst du? Ich habe einen Bericht für den Rotdom. Ein Boot ist heute bei uns durch die Schleuse gefahren. Ein besonderes Boot. Bei dem würde sich ein Überfall lohnen. Also, mehr da. Aber keine falsche Bewegung. Hä? Was ist da los? Hat doch niemand hierher gekommen, den ich nicht gerufen habe. Was willst du da? Herr Katzenhauptmann, ich wäre nicht gekommen, wenn ich nicht einen wichtigen Bericht hätte. Was für ein Bericht? Red, ich habe nicht lange Zeit. Herr Katzenhauptmann, heute bin ich auf dem Schleusentor gesessen. So? Warum? Zum Beobachten. Und dann? Was hast du gesehen? Dann ist ein Boot in die Schleuse gefahren. Ich habe noch nie so eins gesehen. Der Kapitän ist ein alter Dachs und der Matrose Nigel. Dachs und Nigel, sagst du? Wo der Dachs 2 Taler, 2 Taler fürs Durchfahren hat sollen zahlen, hat er kein Geld im Sack gehabt. Ist das alles? Nein. Er ist zum Kastanienhaufen auf dem Boot gegangen, hat dort gewühlt und eine riesige Truhe vorgezogen. Dann habe ich genau gesehen, dass die Truhe ganz voller Goldstückchen ist. Die Sonne hat noch drauf geschonen und es hat gefunkelt, dass ich gerade die Augen zuhaben musste. So hat es geblendet. Man hebt doch nicht die Augen zu, wenn man Gold sieht. Ist das auch alles wahr? Ja, Kohl, sonst wäre ich einmal nicht hierher gekommen, Herr Hauptmann. Los jetzt! Das Boot kennen wir. Wir haben es auf dem letzten Raubzug gesucht. Aber wir haben nichts gefunden als 2 schäbige Fischerruten.
Es ist dann jemand zur Kabine rausgekommen und dann haben wir ab. Ich hätte natürlich nicht gedacht, dass das Boot so schnell da bei uns auftauchen würde. So. Also interessant. Wirklich interessant. Schwierigkeiten sollte es da keine geben. Der Igel ist natürlich gleich weg. Ich habe noch gern Igelbraten. Die Sache ist nicht ganz ungefährlich. Die beiden haben Pistolen und schiessen auf jeden, der aufs Boot kommt. Du kennst uns noch schlecht, Napoleon. Wenn wir etwas anpacken, dann klappt's. Übrigens, Dachschinken ist auch nicht schlecht. Gut, ist recht, dass du komisch. Wenn wir dann am Verteilen sind, kommst du deinen Teil über. Danke zum Voraus. So, zuerst muss ich aber noch etwas essen. Ich habe Hunger. Mit dem leeren Magen kann ich nicht gerne an so eine Arbeit an. Hey! Bratet mal den Fasan da, so läuft etwas. Befehl. Du kannst bei uns essen, wenn du willst. Wie sicher, dass das Boot da die Möwe, ganz in der Nähe ist. Nacht werden die wohl nicht weiter. Das glaube ich kaum. So, und jetzt? Du dort, oder? Ihr zwei! Bringen wir noch den Schleifstein an. Ich muss mein Messer auch noch schleifen. Die Achsen haben ein Sechsfell. Was meinst du, Niki? Da bei dem Wald zu wär's doch sicher nicht schlecht zum Übernachten. Also schön auf der Seite, hm? Ja, da ist es sicher gut, Captain. So schön ruhig. Eine richtige Bucht für uns zwei. Was hat jetzt auch der Vagabundo Otto sag mal gesagt? Ich sehe einen dunklen Wald und Gefahren. Ach, das ist doch nur dummes Zeug, lauter dummes Zeug. Der Vagabundo Otto, ja, der weiss jetzt allweg etwas von dem Wald. Bleiben wir über die Nacht da, Captain? Ich glaube, da wär's am besten. Das meine ich eben auch am allerbesten. Noch ein bisschen näher. Noch ein bisschen näher. Ja. Noch ein bisschen näher. Jawohl. Achtung! Stopp! Ja, sonst schiessen wir ins Portje. Gut. Jetzt habe ich aber ganz schön Hunger. Du auch? Ja, jetzt ist es für beide Zeit, Niki. Hängt noch die Laterne an am Heck und am Bug, dass uns die anderen Schiffe sehen, wenn sie durchfahren. Ja. Ja. Was ist ja das? Jetzt regnet es plötzlich. Du, das kommt zünftig. Schau mal dort hin. Ja, nur uns kann ja nichts passieren. Wir sind am Schermen in der Kabine rein. Wenn es richtig stürmt, müssen wir auch keine Angst haben wegen der Katzenpiraten. Die haben nämlich nicht gerne ein nasses Fell. Was gibt's heute zu essen, Captain? Mein Magen knurrt gefürchtig. Was meinst du zu bratenen Äpfel und Zwiebeln? Ja, ich gehe rein, Zwiebeln schneiden. Ja, aber viel. Ja, mach's schon recht. Wie das fein schmeckt, die Zwiebeln und Äpfel. Das ist noch ein Rezept von meinem Großvater. Und du wirst sehen, es schmeckt nicht nur gut, es ist auch so. Oh, ein feiner Großvater. Lass mal, wie das tut von aussen. Oh. Ich bin froh, dass wir die Bucht gefunden haben. Da, er ist leer. Dich hat's meine gut gedunkt. Willst du noch ein bisschen? Ja, ein bisschen viel. So. So, Luli. Du, Niki, wenn du so weitermachst, dann ist dir sicher mal noch dein Stachelkleid zu eng. Oh. Jetzt kannst du noch mal schnell auf Deck nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Die Laternen müssen eben auch die ganze Nacht brennen. Gut, gang ich halt. Ich esse nachher noch fertig. Ja, hab nur keine Angst. Es hat noch genug.
Wie das tut. Das ist dann etwa nicht gemütlich da raus. Kalt ist das auch noch dazu, oder? Captain, das ist halt in Ordnung. Strät's das. Da innen ist es dann schon gemütlicher als draussen. Du, Niki, bei dem Wetter müssen wir keine Wache aufstellen. Ich weiss übrigens noch eine Prima-Sicherung, eine, die nützt. Ja? Ich tue draussen die Angelschnür anbinden, dann ziehe ich sie bei der Tür rein und mache auf der anderen Seite die Wurmbüchse an und tue sie auf den Tisch. Wenn dann jemand auf dem Deck umschleicht, so stolpert er über die Schnür rein, die Büchse fliegt ab dem Tisch runter und wir zwei sind wach. Jawohl. Ja, und dann, was machen wir? Da, die Pistolen sind dann für etwas da. Die legen wir neben das Küssi. Oh, ja, da. So, Niki, ich gang unter. Haust du noch grad? Ja. Gang noch das Licht löschen. Sicher war der Dominik schon fest müde, dass er so schnell eingeschlafen ist. Der Niki ist noch pulimunter und wach. Er ist aber doch auch froh, dass es in seinem Bett so warm ist. Sein Bauch ist noch ganz voller Äpfel und Zwiebeln. Tick-Tack, Tick-Tack macht die Uhr an der Wand. Wenn der Niki seine Nase über die Bettdecke streckt, so sieht er gerade die Büchse mit den Würmern drinnen auf dem Tisch. Einmal hat er gemeint, sie habe ein bisschen gewackelt. Aber es war wahrscheinlich doch nichts. Noch eine Weile hat der Niki geschaut, gelesen und gewacht. Aber dann ist er doch auch eingeschlafen. Und jetzt hat man von ihm nur noch ein feines Schnaufen gehört. Ist alles bereit? Ja. Also los! Was ist da los? Halt! Was ist denn das? Ich komme nicht mehr draus. Das Boot fährt ja ganz allein. Ich höre doch den Motor. Wieso kommt jetzt das? Jetzt ist es doch 2. Erst 2. Aber es ist doch so, dass Bob fährt. Hey, ich träume doch nicht. Dort liegt der Captain und schnarchelt. Aber das Schiff kann doch nicht allein den Motor anlassen und einfach fortfahren. Die Laternen brennen noch beide. Oh, jetzt habe ich es aber deutlich gesehen, wie die Bäume vorbeigefahren sind. Oh, die Wurmbüchse. Die ist auch nicht mehr auf dem Tisch. Oh, jetzt nimmt es mich doch Wunder. Also jetzt gehe ich mal raus und schauen. Oh, jetzt... Ja. Geschlossen. Die Tür ist von außen geschlossen worden und wir sind da innen gefangen. Captain!
Captain, sofort vermachen wir sind im Dreck. Wo sind wir? Eben, im Dreck. Hä? Was meinst du? Ja. Was ist? Wieso fährt das Boot? Hey, ja, eben. Wer steuert dann? Wo sind die Pistolen? Sie sind fort. Ja, es hat keinen Zweck, Captain. Die Tür ist geschlossen. Sauerei. Niki zündet sofort die Kerzen an. Es hat jemand unser Schiff losgemacht und fährt jetzt mit uns davon. Ja. So, jetzt wissen wir, wer das war. Du lässt uns sofort raus, sonst kannst du etwas erleben. Ja. Nur nicht so laut, Herr Dachs. Kennst mich wahrscheinlich nicht, hä? Wie der rote Dampf. Wohin fahrst du mit uns, du elender Räuber? Nur nicht gesprengt, der Eis geht nicht weit. Der rote Dampf. Jetzt ist alles verloren. Matthias ist Goldsboot und jetzt wie gerade auch. Ja. Hätten wir doch eine Wache aufgestellt. Du roter Reul, du. Also dir klopfe ich dann mal eins an. Vor dir habe ich dann etwa noch lange keine Angst. So, Leutnant. Jetzt haben wir es dann ja schon. Gerade schön bis dort zusammen mitgenommen. Dort ist gerade ein gutes Versteck. Achtung, aufpassen. Vorsicht. Ja. Ja. So, ist gut. Ist alles parat? Natürlich, Chef. Ganz klar. Alles da. Gut, dann kann man die Gefangenen bringen. Haben Sie die Augen verbunden? Ja, so. Los, kommt, aber ein bisschen Avanti da. Los, alles zum Was? Chef, Alle los. Leute. Kommt, los, los, los. So. Geradeaus da. Jawohl. Ich sage schon mal durch. So, rasch ausladen, vergesst nichts, hä? Jawohl, machen wir sofort. So, Pop jetzt mit. Also. Ja. Los. Ei, schau mal, der Krümpel, der da oben liegt. Was wollen wir noch anfangen mit dem? Hey, drehst du eigentlich auch da rein? Natürlich. Ja, die sind Koppel auch noch recht eingerichtet auf ihrem Schiff. So möchte ich es gerade auch noch verleiden. Aha. Es ist also so, wie es der Napoleon gesagt hat. Er brennt die Zähne. Komm, geht mal ein bisschen auf die Seite. Da. Ja, so jetzt. Jetzt wird es spannend wieder. Nein, jetzt nein einmal. Das Funkeln nicht dumm, hä? Das ist natürlich der beste Fang, den ich je gemacht habe. Der Napoleon hat uns einen guten Dienst da. Das ist ja grossartig. Also, hört, ich habe mich gerade jetzt besonnen. Ich will das Piratenleben aufgeben. Was? Der und das Piraten? Ich habe heute so einen guten Fang gemacht, dass ich nichts mehr brauche. Ich bin berühmt genug. Ja, und was geschieht denn mit dem Boot, Hauptmann? Ich hätte das eigentlich gern für mich. Oh. Was denkst du auch? Ja. Alle Leute kennen doch die Möwen. Und du hättest so viel Polizei auf dem Hals. Ja, das habe ich jetzt wirklich nicht gedacht. Aber wahrscheinlich ist es schon so, wie du sagst. Ja, und was wollen wir jetzt mit dem Dachs und mit dem Igel machen? Dem schaue ich schon. Ausstopfen? Nein. Ausstopfen! Der Dominik und der Niki haben alles mitlosen. Beide haben den Kopf lampen lassen. Der letzte Rest von Hoffnung auf eine Rettung ist ihnen noch genommen worden. Der Niki, das muss man sagen, war zwar noch fast ein bisschen tapferer gewesen. Er hat immer wieder dem Dominik Mut machen und er hat seine Tränen wacker abgeschluckt. Wenn doch nur die Schleuse nicht gewesen wäre. Dort hat der Kater Napoleon das Gold gesehen und ist dann schnell zu den Piraten gerannt, das sagen. Jetzt sind der Dominik und der Niki gefangen.
trauriges Schauen, wie jetzt die Möwe, wo man doch gesagt hat, es sei das schönste Boot weit und breit, da auf dem Wasser hin und her bambelt. Alles hat man genommen. Die Kabine ist ausgeplündert und das Gold ist fort. So etwas hat nur der rote Tom mit seinen Katzenpiraten fertigbringen. Wo alles durch war, haben die Piraten in ihrer Höhle ein Fest gemacht. Der rote Tom hat mit seinen Krallenfingern im Gold hineingewühlt und zählt und zählt. 490, 91, 92, 93, 94. Das sind beim Hagel 500. 95, 96, 97, 498, 499. Einer fehlt. Ja, los, langt das so. Ist das ein Schauen, der Haufen Gold? Also zuerst behalte ich die Truhe noch eine Zeit lang bei mir. Du könnt später immer noch anfangen zu teilen. Wir sind koppelschön im Schuss. Rira, Räuber, heute gibt's ein großes Fest. Rira, Räuber, heute gehen wir nicht ins Nest. Wenn einer häusig wäre und hat ein Hübeli Geld, so kratzen wir und beißen, denn das ist auch unsere Welt. Rira, Räuber, du musst doch nicht so tun. Rira, Räuber, und lass uns jetzt in Ruhe. Es rennt ein Kotz den Berg darauf, ein andere hintendrein. Und beide zusammen fällt's am Schnuff, es sind auch Ältere. Rira, Räuber, das Fass ist noch so schwer. Rira, Räuber, das Fass ist noch nicht leer. Ein grosser Tag muss gefeiert sein, das ist bei uns so Brauch. Wenn gefeiert wird, sind alle dabei, nur manchmal geht's halt raus. Es rennt ein Fisch den Berg durch, es schwimmt eine Katz im See. Und beide zusammen sagen drauf, das ist verkehrt, oje! Also so einen Grabbetrag haben wir doch schon lange nicht mehr gehabt. Das Gleiche, das Fass muss leer werden. Wir haben es schliesslich geschafft. Ja, der Küppel an. Ja, mach nur, gell? Ich bin schon da. Was meinst du, sagt die Kiste wirklich ganz voller Gold? Da kannst du sicher sein, wir haben sie ja mögen. Ja, Potzwasser, da gibt's ja für jeden einen rechten Haufen, das ist nicht schlecht. Was machst du mit deinem Teil, weisst du schon? Ja, zuerst wird nochmal alles genau gezählt und dann aufgeschrieben. Das Gold muss aber heute noch verteilt werden, sonst meine ich morgen, es hat mir alles nur geträumt und es ist nicht wahr. Ja, ich will meinen Teil dann etwa auch heute. Was man hat, hat man. Wir haben jetzt lang genug müssen warten, bis wir zu etwas gekommen sind, wo beschiessen. Der Nächste? Ja, Schleicher, hast du schon wieder leer? Ich weiss nicht, es ist einfach nicht mit Ihnen. Heb an! Und der Nächste soll sich parat machen, so läuft etwas. Hey, Bonischuh! Da sind wir gerade rein, Du, Dominik, schau mal, wie die tun. Grusig, gell? Du, der dort hat noch den ganz schnauzvollen Bier. Dem klopfe ich dann schon mal ein, wenn es geht. Lass sie nur machen. Die sollen nur noch mehr saufen, bis fast leer ist. Was machen sie echt mit uns, Captain? Sag nicht mehr Captain. Das ist vorbei. Aber wieso? Du bist doch mein Captain Dominik. Es sollen sie alle hören und überhaupt. Mir tut die blöde Kälte weh. Ich glaub das, Niki. Aber ich kann dich auch nicht losmachen. Die haben mir ja meine Hände so fest zusammengebunden. Am besten ist es, wenn man sich gar nicht bewegt. Sonst tut es nur noch mehr weh.
glaub mir's. Also gut. Kommt es echt nicht doch noch anders raus, als du meinst, Captain, mit uns zwei? Ich habe doch gar nichts gesagt. Nein, aber du lässt den Kopf so lampen und schnuffst so gespässig, wie wenn es jetzt dann gleich fertig wäre mit uns. Also wir dürfen doch nicht aufgeben, Dominik. Ja. Wenn einer da kommt, dann stich ich ihn gerade mit den Stacheln. Eben nicht, sonst wird's noch schlimmer für uns. Du bist immer so ruhig, Captain. Schimpf doch ein bisschen mit denen da. Das nützt nichts. Es tut mir leid, Captain, dass alles ein bisschen dumm rausgekommen ist. Aber ich kann nichts dafür. Oh, schau, der Schleusen-Napoleon, der Heuchler. Du allein bist schuld, du hast uns verraten. Ich kann wirklich nichts dafür. Ich habe nur meine Pflicht da. Ich muss eben genau kontrollieren, wer bei den Schleusen durchfährt. Das ist mein Posten. Ja, tu jetzt noch so. Du bist kein Dreck besser als die anderen Süffel dort hinten. Das ist nicht recht, dass ihr mich für so anschaut. Ich kann doch nichts dafür. Lass du den um, Niki. Der kommt ja schon mal eins aufs Dach über, wenn's Zeit ist. Du, hast du gesehen, wie der grinset? Ich könnte ihn also verhölzeln. So, hopp, aufstehen, Mikko. Aber ein bisschen plötzlich. So, ihr zwei. Wie fällt's euch bei uns? Tom, glaub nur nicht, dass du etwa der Polizei ausweichen kannst. Das Gold gehört nämlich nicht mir. Es gehört dem Matthias, dem Bootsbauer. Ihn kennt man im ganzen Land umeinander. Wenn er sein Boot und sein Gold vermisst, so kannst du sicher sein, dass jeder weiß, wer es war. Ja, man findet dich und hängt dich an Galgen. Was du nicht sagst. Das Gold gehört also deinem Freund Matthias. Hm? Ja, jetzt gehört es an mir, dem Roten Tom, dem Hauptmann von den Katzenpiraten. Uns hat man im ganzen Land um Angst. Ja, die können schon suchen, die finden nichts. Das Boot nicht, das Gold nicht und uns nicht. Und euch nicht. Was willst du machen mit uns? Sag mal. Das sehen Sie dann schon. Auch ich verschwinde. Ich nehme einen anderen Namen an, schneide den Schnauz ab und dann kennt mich niemand mehr. So, du alter Dachs und du vorwitziger Igel. Jetzt machen wir dann nicht mehr länger mit euch, hä? Bringt die zwei ins Boot ab. Vorwärts! Alles mir noch! Mich nimmt's noch Wunder, was der Tom mit uns im Sinn hat. Du, Captain, Ja. jetzt habe ich aber Angst. Ganz fest. Ich habe mir auch alles ganz anders vorgestellt. Die ganze Seefahrerei. Es wäre sicher auch recht rausgekommen, wenn wir nicht hätten müssen dort durch die Seppschleuse durch. Ja, Der Kater Napoleon hat spioniert und uns verraten. Und das andere weisst ja selber. du, Captain, ich habe nasse Füße. Was? Da kommt Wasser rein. Das hat jetzt gerade noch gefehlt. Wasser. Oh, weisst du, so gemein kannst nur du sein, so eine traurige, elende Räuberbande. Ja, du. Oh, schau mal, Captain, überall streckt es rein. Das Wasser. Oh, unser schönes Schiff. Ja. Oh, das Wasser steigt. Ja. Immer höher. Ja, ich sehe es nicht, aber ich kann nichts mehr machen. Was ist eigentlich los, Captain? Es ist alles aus, Niki. Wir können nicht mehr raus. Die Piraten haben Wasser eingeladen, versenken das Boot. Und uns damit. Wenn wir Glück haben, so geht es noch 10 Minuten, bis wir unten sind. Niki, wir sind verloren.
Ich will raus. Dominik, Ja. hilf mir doch. Ich will raus. Arme Niki. Ja, jetzt schau mal. Dominik, Hm? wir sind doch zwei Freunde. Man kann uns doch nicht einfach... Ja, so nein, sicher nicht. mein Küssi. Mhm. Es ist aus. Was steigt immer höher. Und Dominik, Hm? kommt noch mehr? Ich weiss nicht. Müssen wir jetzt sterben, Dominik? Was hast du? Los, das Lied hat einmal der Vagabundo Otto gesungen. Kennen doch Katzenpiraten das auch? Ja, das ist doch seine Stimme, Niki. Das ist er. Ich kenne sicher den Vagabundo Otto. Lass uns den echt raus. Der kann uns kaum helfen. Er ist ja blind. Er findet uns doch nicht einmal. Hilfe! Hilfe! Da sind wir! Hilfe! Hilfe! Komm da! Wer ruft denn da? Dort kommt er und das Tempo, das er hat. Also jetzt glaube ich dann doch, dass er gar nicht blind ist. Hilfe! Hilfe! Was ist los? Der Dominik! Jetzt war aber höchste Zeit gewesen. Oh ja, du. Oh, ich muss Glück gehabt. Ja, was ist denn passiert? Ja, der Rotom und die anderen haben uns versäufen, den Schlechthagel, und der Napoleon hat uns verraten und der Dominik mag fast nicht mehr und unser schönes Boot kaputt machen. Die sollen nur warten und jetzt sind wir draussen. Danke vielmals. Niki, Vagabundo Otto, ich kann es fast nicht glauben. Ich habe es doch ganz genau gesagt, sag mal. Was machen wir jetzt? Abschlag. Wie sieht's aus mit dem Boot? Alles genau, wie du befohlen hast. Das Schiff mit diesen Beiden ist untergegangen, die kommen nie mehr. Jetzt wollen wir aber den Lohn. Ja, lass ich mal. Ich bin für heute ein bisschen zu müde. Es war ja doch ein strenger Tag. Wenn wir den morgen verteilen. Nicht wird heute wird Teil gefallen. Nicht erst morgen. Und ich sage morgen. Heute. Gerade jetzt auf der Stelle. Natürlich, das ist doch selbstverständlich. Wir wollen doch wissen, wie viel Gold das jeder bekommt. Und macht den Deckel auf, los! Ich bin verkältet, ich habe Kopfweh und so Zeug. Ja, ich könnte mich gut erzählen beim Teilen. Also nochmal, morgen kommen wir dran, einer nach dem anderen. Und jetzt los! So, jetzt reden wir mal. Du hast uns lang genug am Seil runtergelassen und so Sachen versprochen, die wir nie bekommen haben. Jetzt wird verteilt! Nein! Damit fast doch! Mal! Heute ist! Kann ich echt auch noch etwas zu sagen? Ich bin schliesslich der, der für euch die ganze Sache eingefädelt hat. Jawohl! Ich will dann etwa auch noch meinen Teil. Das hat er mir versprochen. Ali! Da hast du wenigstens etwas dran. Wart noch, es gibt noch mehr. Was ist denn da los? Wer hat die rausgelassen? Die sind doch tot. Das ist Verrat. Nein, mit dem hast du nicht gerechnet. Was bist denn du für einen? Mach das Futkunst, da bin ich der Chef. Vorbei, Tom, vorbei. Jetzt sind wir an der Reihe. Das gilt nicht. Du langes Elend, du. Vor dir habe ich dann etwa noch lange keinen Schiss. Also weg, du, in deinem stacheligen Grind. Ja, du hast uns zwei versäufen. Jawohl. Tut zum Spass, ich kann nur schauen. Ja, gut. Und jetzt machen wir auch mal ein bisschen Spass, du mit dir. Mei, das wird dann glatt. Wir kaufen hier wieder. Ja. Das meine ich eben auch. Hey, ihr zwei Habitsköpfe. Nicht Luft klar, zusammenschlagen. Eben.
Oh, was kommt einer von hinten? Pass auf! Gib Mais! Gib Mais! Oh. So, der kommt nicht mehr. Wo ist der Nächste? Die Brunnen, der Schädel. Ich hau. Hey, mein Bier. Oi, Bein! Weg da! Bis das. Jetzt längt's mir aber. Machen selber weiter. Schleicher, lebst du noch? Was ist, Goli? Blüht dir auch im Gesicht? Und wie? Der Säugling ist mir mit der ganzen Wucht dran getatscht. Ich bin ganz verlöchert. Dick, was hast du? Oh, der Igel hat mir den Grind verstochen. Mei, das tut gut. Oh. Kommt, wir hauen jetzt ab. Ich kann sowieso nichts mehr machen. Gerade als ich ein Messer packen wollte, hat mir der Dachs mit dem Knebeleis auf den Pfoten gehauen. Und der Vagabunden noch die Schlechtigkeit ist von ihnen gekommen und hat mir noch ein Stückchen vom Schwanz abgehauen. Oh, also ich bin total fertig. Macht, was ihr wollt. Jetzt habe ich noch ein Foto und mit dem sollte ich ja 3 Jahre leben. Du Dick, schau mal, was habe ich da? Wie tut's da auch so weh? Oh, Grolli, glaub's wohl, du hast ja auch keinen Schwanz mehr. Was? Wie das aussieht. Oh, ja, ja. Komm, wir hauen. Ja, wo sind die Eltern? Komm, ich auf den Deckel, auf den Knüppeldecken. Abfahren! Aufhören! Habt ihr noch nicht genug? Oh, der Lampe gibt mir noch eins. Hier geht es Licht. Fertig mit Trinken. Also mir ist es so. Tra-tra-tralala, tra-tra-tralala. Niki, wie geht's? Ah, prima. Ich bin dann noch lange nicht müde. Du, wo ist auch der Tom? Nicht mehr da. Ich habe ihn in den Bach runtergerührt. Jetzt kann er lernen schwimmen. So, jetzt haben wir's. Es war eigentlich noch glatt. Du, ich habe zwar nicht mehr alle Stacheln, aber das macht ja nichts. Die stecken dafür in diesen ihren Köpfen rein. Wer hat eigentlich dem dicken Kater noch die Lampen auf den Kopf getatscht? Das bin eben ich gsi. Ja, der Blöd hat mich eben am Bein gehabt und wollte abreißen. Ja, ich hätte gerade nichts mehr machen können. Und da haben ihm halt nachher noch die Lampen auf den Kopf gerührt. Und das hat schön getatscht. Und gejault hat er. Ja, jetzt ist natürlich die Lampe kaputt und dem seine Nase auch. Ja, aber ich kann nichts dafür, der ist selber schuld. Er hätte mich auch nicht am Bein heben. Du bist ein ganz tapferer Niki. Und dir, Vagabunden Otto, danke ich auch. Ich habe gar nicht gewusst, dass du so gut siehst mit deinen Augen. Ja, nur manchmal. Vorhin war es halt nötig. Oh, dort liegt noch ein Schwanz. Wem gehört auch der? Lass ihn noch, es liegt noch mehr warum. Wichtig ist es, dass wir noch alle gut dran sind und dass wir Matthias sein Gold noch so schön beieinander haben. Ja, du, Captain, jetzt habe ich aber Hunger. Hat es echt nichts zu essen? Oh, du hast recht, Niki. Ich möchte auch gerade etwas. Und der Vagabunden Otto sicher auch. Ja, Räuberlis macht Hunger. In einer Räuberhöhle hat es immer etwas rum. Kommt schauen. Ja, jetzt gehen wir schauen. Und so ist alles noch gut rausgekommen. Von den Katzenpiraten hat man nie mehr etwas gehört. Alle Tiere in dieser Gegend sind froh gewesen, dass der rote Tom und seine Piraten endlich verschwunden sind. Der Matthias hat natürlich eine grosse Freude gehabt, dass der Dominik, der Niki und der Vagabunden-Otto sein Gold so verteidigt haben. Er hat mit seinen Arbeitern die Möwen aus dem Wasser gezogen und alles wieder so gemacht, wie es vorher war. Der Niki hat ein ganz neues Bett bekommen. Da fährt jetzt die Möwe, schöner wie früher. Und am Steuer steht der Kapitän Onkel Dominik Dachs.
Tschüss.